Entschleunigende, dieses Naturverbundene, dass man eigentlich total weg ist mal von allem. Das tut sehr gut und man sammelt so viel Kraft und auch Energie und auch wieder Kreativität. Du fährst ja so runter mit den Sinnen, dass man, finde ich, viel intensiver schmeckt, hört, sieht und fühlt. Julia Barbarino macht das, wovon viele träumen. Sie verzichtet auf Handy und Hektik und zieht jedes Jahr im Sommer aufs Neue mit ihren Kindern für 4 Wochen auf die Alm. In den Bergen Tirols findet sie das, was ihr am Herzen liegt: das einfache Leben. Das Almleben kann sehr idyllisch sein, es kann aber auch ganz anders sein. Ja, es ist viel Arbeit, es ist körperlich anstrengend, das ist, wenn schlechtes Wetter ist, überall der Matsch ist und alles, das ist dann nicht mehr so schön und nicht mehr romantisch. Immer könnte ich es wahrscheinlich auch nicht haben, aber dieser Wechsel ist so schön. Einmal von diesen total natürlichen und dann freue ich mich aber auch wieder, wenn ich heimkomme. Burghausen in Oberbayern. Hier schlummert Julias zweite Seele. Neben ihrer Leidenschaft als Sennerin führt sie als Unternehmerin mit ihrer Mutter die Geschicke einer Dirndlmanufaktur. Es ist ein Traditionsbetrieb, den Julias Großmutter mit viel Energie in den 50er Jahren aufgebaut hat. Frauenpower gab es sehr früh schon und meine Oma war eigentlich sehr fortschrittlich. Die hat schon eine Haushälterin gehabt und hat wirklich nicht sich nur um den Betrieb gekümmert. Julia hingegen war lange Zeit ausschließlich Hausfrau und Mutter. Das sind jetzt meine Kinder. Die älteste ist die Magdalena, dann die Luise, der Seppi und die Carolina. Die sind seit sie Baby waren immer dabei. Mit 27, gleich nach ihrem Studium in Innsbruck, lernt Julia ihren Mann Schorsch kennen. Die Pläne, im Management einer Sportfirma zu arbeiten, legt sie vorerst auf Eis. Sie wird schwanger, heiratet und zieht nach Wallgau. Die Idee, auf die Alm zu gehen, entstand 2007 eigentlich. Da war ich schwanger mit der Luise, also mit dem zweiten Kind. Ich war ja frisch studiert und war irgendwie so voller Tatendrang und war immer nur zu Hause gefesselt. Wollte aber die Kinder auch überhaupt nicht abgeben. Und dann bin ich mit meiner Schwester eine Wanderung gegangen. Die Magdalena in der Krax, die Luise im Bauch. Und dann haben wir beide so ein bisschen über das Leben philosophiert. Und dann kam man an so einer Alm vorbei. Und dann haben wir irgendwie so wie so ein Geistesblick gesagt, das wäre ja was, das könnte man doch zu zweit mal machen jetzt. Und dann, wenn ich was will, dann mache ich es auch. Und sie hat Glück. Über den Almwirtschaftlichen Verein schafft sie es tatsächlich, eine Almstelle mit Milchkühen in Tirol zu bekommen. Sie schnappt sich ihre beiden Kinder und geht mit ihrer Schwester zum ersten Mal auf eine Alm. Beim ersten Mal habe ich mein Wissen eigentlich theoretisch gehabt. Ich habe viel gelesen. Das Melken habe ich vorher schon gelernt beim Bauern. Aber ich habe noch nie eine Kuh angebunden. Das ist alles Learning by Doing gewesen. Aufgeregt war man schon, ob man das jetzt alles so hinkriegt, aber richtig Angst hatte ich nicht. Im Gegenteil, ich habe diese Einfachheit total genossen. Und ich finde, je einfacher es ist, desto besser geht's mir. Körperliche Anstrengung, das mag ich. Ich habe ja auch Sport studiert. Meiner Schwester und mir sind immer die Hände eingeschlafen in der Nacht, weil durch diese Melkbewegung wohl und das Schleppen der Kannen. Und dann haben wir uns Murmeltiersalbe besorgt und haben jeden Abend haben wir uns da eingeschmiert. Und wir können beide gut massieren, wir haben uns gegenseitig dann massiert. Und, aber es tut ja irgendwie auch gut, wenn man merkt, am Körper, man hat was gemacht. Also ich mag das schon. Schnell findet sie sich ins Almleben ein, bildet sich zur landwirtschaftlichen Facharbeiterin fort und verbringt ab jetzt mit den Kindern und trotz weiterer Schwangerschaften nahezu jeden Sommer auf der Alm. Unvergessen allerdings bleibt bis heute ihr 3. Almsommer. Nach einem gemütlichen Nachmittag macht sie sich zusammen mit ihrer Schwester an die Arbeit. Sophie ist bereits im Stall, während Julia noch vor der Hütte das Melkgeschirr zusammenbaut. Und dann kam ein gellender Schrei von meiner Schwester und dann habe ich gewusst, da stimmt jetzt was nicht mehr. Und dann standen 2 Kühe eine Etage tiefer quasi. Der Stallboden ist durchgebrochen und die sind nach unten gebrochen und standen unten. Das Schlimme war, dass die mit Ketten ja festgemacht sind und dass die ganz eng gespannt waren und ich hatte wirklich Panik, dass die jetzt erdrosselt werden. Und in dem Moment kam dann ein Auto vorbeigefahren und ich bin nur raus, Hilfe, Hilfe. Lustigerweise waren es meine Eltern. Und dann haben wir die Kühe mit Hilfe vom Papa und dem Bauern und dem Flaschenzug nach oben gehievt. Und Gott sei Dank alles unversehrt geblieben. Glück im Unglück.
Geht jemand mit? Schauen wir mal, ob die Hühner Eier gelegt haben. Aufgeben und resignieren, das tut Julia nie. Vielmehr hat sie mittlerweile gelernt, die Risiken des Almlebens richtig einzuschätzen. Das sind meine Hühner. Die dürfen jedes Mal mitgehen. Die fahren im Karton mit auf die Alm. Weil ich sie gern um mich habe und weil ja, sonst keiner daheim auf sie aufpasst. Ich finde es ganz wichtig, dass die Kinder merken, je besser man die Tiere behandelt, desto netter sind sie auch zu dir. Und der ganze Kreislauf, das finde ich ganz wichtig, dass man den Kindern beibringt. Aber auch dieses Essen dann von dem Fleisch, dass man da schon kein verquertes Verhältnis hat, sondern dass das alles natürlich sein sollte. Für sie ist die Alm eben auch das, eine Schule fürs Leben. Also Leben mit den Kindern auf der Alm hat sich schon gewandelt, auch, weil früher waren das ja Kleinkinder. Da musste man die ganz anders irgendwie beschäftigen oder mitnehmen. Für den Seppi haben wir mal einen Laufstall im Stall gehabt, dass er da auch immer mit dabei ist, aber nicht weglaufen kann. Und mittlerweile ist das Zimmer ein Team. Also die melken ja, die machen alles, die Arbeiten sind aufgeteilt und die Kinder haben immer begeistert mitgemacht. Der Shashi hat das Almleben, glaube ich, schon gemocht. Er hat mich oder uns immer sehr unterstützt und hat uns auch am Wochenende besucht. Und doch. 2019 trennen sich Julia und ihr Mann Schorsch. Nach 12 Jahren Ehe haben sie sich auseinandergelebt. Julia zieht mit den 4 Kindern nach Burghausen zu ihrer Familie und steigt in die Dirndlmanufaktur mit ein. Statt Vollzeitmutter zu sein, ist sie nun berufstätig. Eine gewaltige Umstellung. Als die Entscheidung dann gefallen war, war es so richtig gut. Dadurch, dass wir so ein traditionsreiches Haus auch sind, will man das ja irgendwie auch nicht aufgeben und verlieren. Und was ich sehr schätze, dass wir alles zu Hause bei uns in Burghausen fertigen. Das sind eine der wenigen Firmen, die das noch so machen, ja. Julia muss jetzt Job und Kinder unter einen Hut bringen. Und sie steht beruflich vor einer neuen Herausforderung. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir im Betrieb ein bisschen grüner noch werden, wie es eigentlich eh schon ist. Also die Nachhaltigkeit und vor allem die Ökologie ist für mich persönlich ganz wichtig. Das heißt auch ökologische Stoffe herzunehmen. Und das finde ich schön, dazu beitragen zu können. Auf eines will Julia aber auch weiterhin nicht verzichten. Das Leben im Sommer auf der Alm. Ihre persönliche Form von Luxus. Das ist Glück pur. Wenn man nach so einem erfüllten Arbeitstag hier zusammensitzen kann, Spaß haben kann, die Freundinnen von meinen Kindern noch da sind und man irgendwie diese Einfachheit auch leben kann. Mitten in der Natur. Für die Zukunft würde ich mir schon wünschen, dass ich den Spagat zwischen Unternehmen und trotzdem Alm zu gehen weiterhin schaffe. Dass die Kinder so lange, wie sie wollen, mitgehen und dass ich vielleicht irgendwann mit den Enkelkindern auf die Alm gehen kann.